Gottes Idee war, dass ohne Bösheit, ohne Trauer und Schmerzen die Menschen in seiner Gemeinschaft leben können. Nur hat er uns als denkende Wesen erschaffen, die einen freien Willen haben. Weil das ist nicht Liebe, wenn du Roboter kreierst, die dich gerne haben müssen. Dazu haben wir doch recht herzlich die immer wieder begrüßen, die auf Podcast diesen Sonntag nachschauen. Geben wir all denen, die auf Livestream eingeschaltet haben, einen lauten Applaus. So genial. Habt ihr eingeschaltet? Seid ihr ein Teil auch von diesem Sonntag am Abend? Unser Gebet ist, dass einfach die Prediger direkt unsere Situationen reden, wo wir dran sind, so, dass wir immer wieder aus der Bibel heraus Gottes Herz erfahren und auch so dürfen das bestmöglichste Leben schon hier auf der Erde leben. Wir starten in eine neue Serie. Wir haben bewusst schon seit 2 Wochen die Möglichkeit aufgetan, dass wir wie Fragen sammeln, also Sachen, die irgendwo Leute beschäftigen. Sie dürfen wie eine Frage stellen. Wir haben jetzt so eine erste Auswertung gemacht, wo verschiedene Fragen sind und dem ersten Thema nachher heute ein bisschen probieren, Antworten zu geben. Es wird auch die 2 nächsten Sonntage noch so sein. Also wenn ihr merkt, irgendwo, ich habe eine Frage, wo ich etwas nicht verstehe und ich vielleicht auch Gottes Idee nicht verstehe, dann könnt ihr das ganz gut nächste Woche einfach noch ausfüllen. Ihr werdet am Schluss von diesem Sonntag am Abend nachher auch noch die Möglichkeit haben. Ihr seht das leider auf dem QR-Code. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns die. Wir starten mit dem ersten Thema. Wenn Gott gut ist, warum passiert so viel Leid? Und das war aus der ersten Frage heraus ziemlich klar, dass das, glaube ich, eine Frage ist, die uns alle früher oder später beschäftigt. Ich habe auch noch ein bisschen nachgeschaut, was wird gegoogelt, was wird ChatGPT oder alle die KI-Programme gefragt. Es ist auch so, dass viel die Identität, dass der Sinn des Lebens gefragt wird und gerade schon nach darauf wird genau das gefragt. Wenn es einen Schöpfer gibt, der uns Menschen, die die Erde schaffen, warum passiert denn auch Leid? Und bevor ich probiere, auf das einzugehen, ist sicher nicht ganz einfaches Thema, weil es so sehr schwierig ist zu verstehen, was auf dieser Erde geht, möchte ich aber zuerst im Grundsatz auch ein bisschen das Thema oder die Frage überhaupt hineinwerfen, sollen oder dürfen wir überhaupt Fragen stellen? Ich meine, Gott hat uns erschaffen, wir können nicht alles begreifen. Dürfen wir überhaupt zu Gott gehen und sagen, ich verstehe das nicht? Dürfen in unserem Herzen überhaupt Fragen sein? Oder ist die Idee, dass wir einfach blind vertrauen? Ich glaube, ganz als allererstes dürfen wir dort verstehen, dass Gott uns als denkende Wesen erschaffen hat. Also wir lesen auch immer wieder in der Bibel Geschichten, wo Menschen Fragen gestellt haben, wo Menschen Gottes Sohn Jesus Fragen gestellt haben. Also es ist die Idee auch von Gott, dass wir unser Gefühl ausdrücken, vielleicht auch manchmal in unserem Unverständnis die Beziehung dürfen pflegen. Und das ist ganz wichtig. Wir zum Anfang müssen nicht hier in den Kalkofen kommen, nur wenn es uns gut geht und wir keine Fragen haben und alles Paletti ist, für das wir zu Gott kommen können. Wir können nicht nur dann den Livestream einschalten, sondern auch wenn wir Fragen haben vom Leben, wenn wir Sachen nicht verstehen, ist, denke ich, umso wichtiger, dass wir dann auch probieren, irgendwo die Nähe zu Gott zu suchen. Wenn wir in die Bibel schauen, ist es auch so, dass Leute, die sehr krass erlebt haben, dass Gott existiert, Gottes Sohn Jesus, haben wirklich so diese Fragen hatten. Man sieht zum Beispiel Johannes der Täufer, der unterwegs war in dieser Zeit, wo Jesus nachher auch in die Wirkungszeit hineinkam. Und durch den Glauben, der so gegangen ist, er ins Gefängnis geworfen worden. Und spannend ist, was wir dort lesen, Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus, also aus dem Gefängnis raus, und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also jetzt sehen wir jemanden, der sehr viel auch nacherlebt hat, der schlussendlich eine mutige Frage stellt. Überhaupt Jesus als Gottes Sohn ihre Identität in Frage stellen. Eine unglaublich mutige Frage. Und ich mir selber gesagt, dürfen wir überhaupt das Wesen, das Wirken von Jesus in Frage stellen. Spannend ist, wie Jesus dann ihn nicht wegen dieser Frage irgendwo verurteilt, sondern das beantwortet mit Sachen, die er schon gewirkt hat und Sachen, die schon passiert sind, das so zur Antwort gibt. Oder zum Beispiel der Prophet, lustiger Name, Habakkuk heisst der, ganz geniales Buch in der Bibel, 3 Kapitel lang. Das ganze erste Kapitel, das ich vor kurzem gelesen habe, stellt der Prophet direkt Gott Fragen und sagt, ich verstehe das nicht, dass das Böse oftmals Oberhand hat in der Welt, wo du Gott erschaffen hast, ein ganzes Kapitel lang.
tut er seine Fragen Gott gegenüber ausdrücken. Also das heisst für mich, das Fragen stellen, auch wie sagen, ich verstehe nicht, an dem ist nichts Falsches. Das ist etwas, was ich lernen musste, gerade im Unterwegssein, im Glauben, ist für mich oftmals gewesen, okay, jetzt glaube ich das, ich stelle keine Frage mehr, jetzt soll es mir nur noch gut gehen, weil die Freude am Herrn ist meine Stärke und jetzt muss alles passen. Bis ich auch lernen, es passiert trotzdem nicht immer nur alles genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch wenn ich mit Gott unterwegs bin, gibt es Momente, wo ich enttäuscht werde. Auch dann gibt es Momente, wo ich nicht verstehen kann. Wir lesen zum Beispiel auch in dieser Zeit, wo Jesus am Wirken war, vor Maria und Martha, vor einer Geschichte, die uns oder mich selber auch immer wieder betroffen macht, wenn man vielleicht auch im Leben Ähnliches erlebt hat. Es war so, dass sie auch mit Jesus unterwegs waren und an ihn geglaubt haben und auch mit ihm gedient haben und gemacht haben. Und nachher ist es aber so passiert, dass jemand sehr nahe, der Lazarus, ist gestorben. Und die beiden Frauen, die haben getrauert. Richtig traurig um diesen Verlust. Und Jesus ist erst später zu ihnen gekommen. Und dann lesen wir im Johannes 11, Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Also Angst ausdrückt, Jesus, wo bist du? Wärst du hier gewesen, wäre der Lazarus jetzt noch am Leben. Spannend ist, wie Jesus nachher, der hat nicht als erstes einfach Antworten liefert und nicht Wunder tut, sondern wir lesen, dass er Mitgefühl zeigt. Wir lesen, wie Jesus selber betroffen war von dem Leid, wo die Frauen oder das ganze Umfeld dort haben müssen leben. Wir lesen, wie Jesus sogar gerannt hat in dieser Situation. Obwohl nachher auch Wunder passiert sind. Aber das hat für mich auch unter anderem diese Geschichte, aber auch andere gezeigt, es ist nicht falsch, wenn wir Fragen haben. Es ist nicht falsch, wenn wir vielleicht manchmal zu Gott gehen und sagen, Gott, ich habe mich nicht getragen gefühlt von dir. In diesem Moment, wenn wir unser Gefühl nicht unterdrücken, sondern umso mehr auch Gott ausdrücken. Zu dieser jetzt eigentlichen Frage vom heute Abend, wieso lässt Gott Leid zu, habe ich probiert, so 3 Punkte ein bisschen weiterzugehen. Und ich möchte dort auch sagen, vielleicht haben wir Sachen im Leben schon erlebt, die wir nicht verstehen können, die sehr herausfordernd sind. Dann kann uns das vielleicht auch helfen, das irgendwo ein bisschen einordnen. Und vielleicht ist unser Leben einfach die reine, genialste Achterbahnfahrt, die zwar nicht wirklich runtergeht, sondern nur auf und nur fängt und tut. Dann kann es uns vielleicht gleich auch helfen, dass wir einen Schatz auch entwickeln können, wenn mal Sachen im Leben passieren, die wir nicht so sehen. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, das ist eins, wo mein Herz ist zum Teilen. Eins kann ich nicht versprechen, dass immer nur alles top funktioniert, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und das ist das, was ich merke, ist oftmals so ein Irrtum. Menschen kommen, tun ihr Herz auf, für die Beziehung mit Gott anfangen leben, pflegen und dann passiert etwas, das nicht genau ein Level up ist in ihrem Leben oder sie nicht verstehen können. Und dann passiert so schnell, dass wir einfach den Rücken gegenüber Gott zudrehen und sagen, das kann gar nicht wahr sein. Ich glaube, wir müssen ein grösseres Bild entwickeln. Gut, mein erster Punkt ist, oder das ein bisschen zu probieren, zu beantworten, wieso lässt Gott überhaupt Leid auf der Erde zu. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, nicht in einer vollendeten. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wo wir uns, auch wenn wir in die Bibel schauen, im Moment befinden. Und ich habe bewusst bei diesen 3 Punkten auch Bibelverse dazu getan. Ihr dürft dort oder auf das Foto, wenn ihr wollt, was euch mehr interessiert, die Bibel nachforschen, herauslesen, wie aus was heraus probiere ich auch die Wahrheiten herauszunehmen. Weil mir wichtig, ich glaube an die Bibel, ich glaube an das, was da drinnen steht, ich glaube, das ist Gottes inspirierte Wort, das wir auch von unserem Schöpfer immer wieder auch klar lesen können, was seine Gedanken sind. Wie gesagt, wir leben in dieser zerbrochenen Welt. Das hat damit zu tun. Gott hat die Welt wunderbar geschaffen. Und ihr wisst vom Anfang den Kuss gegeben auf die Schweiz. Und dann war alles wunderschön. Das war in einer perfekten Welt. Gottes Idee war, dass ohne Bösheit, ohne Trauer und Schmerzen die Menschen in seiner Gemeinschaft leben können. Nur hat er uns als denkende Wesen erschaffen, die einen freien Willen haben. Weil das ist nicht Liebe, wenn du Roboter kreierst, die dich gerne haben. Liebe ist, auf einen gegenseitigen freien Willen entscheiden, in dieser Gemeinschaft zu leben. Gott hat das Paradies erschaffen, dort die ersten Menschen reingesetzt und alles war wunderbar. Und er hat gesagt, ihr könnt alles genießen und machen und tun, aber da hier jetzt ein Baum, von dem müsst ihr die Finger weglassen.
Und die einen oder anderen wissen, was passiert ist. Der Mensch hat selber entschieden, dort nicht auf Gott zu hören. Und durch das, weil Gott perfekt ist, heilig ist eigentlich, das ist das Wort Sünde, dem sagt man, eigentlich aus Zielverfehlung heraus ist die Trennung gewissermassen zwischen den Menschen und Gott gekommen. Also durch die eigene Entscheidung haben die Menschen aus dem Paradies raus müssen. Und seitdem ist wichtig zu verstehen, wir leben nicht mehr in dieser vollendeten Welt. Es ist nicht so gedacht, dass alles perfekt ist. Das geht wie in dieser Phase, wo wir drin sind, gar nicht mehr. Aber wenn wir an die Bibel glauben, an Jesus glauben, sind wir in dieser Zeit drin, wo Jesus eigentlich, sage ich, im Wirken ist. Wenn wir in die Bibel schauen, der Plan, der Originalplan, ist wie ein Prozess, das wieder zu vollenden. Das ist das, wenn wir näher in der Bibel lesen, was in Zukunft wird kommen. Aber das ist für mich wichtig zu verstehen, wo wir uns befinden. Es ist nicht die perfekte Welt, die Gott ursprünglich angedenkt hat, wo wir uns im Moment befinden. Im Römer 8,18 schreibt der Paulus: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Also es ist die Frage von dieser Momentaufnahme. Die Momentaufnahme, wo wir drin sind, ich habe vorhin von dem Propheten geredet, der im ersten Kapitel nur Fragen gestellt hat. Spannend ist dort, wie Gott im zweiten Kapitel Antwort gibt. Er sagt, schau, dass das Böse Überhang nimmt, das nimmst du richtig wahr. Aber das ist eine Momentaufnahme. Du siehst nicht das ganze Bild. Du siehst nicht, was mein Plan ist, der noch wird kommen. Und aus dem heraus fängt der Prophet dann an zu verstehen, dass Gott gut ist, obwohl er in einer Phase lebt, wo es nicht perfekt ist. Und das ist das, was ich auch probiere zu verstehen. Oder auch wenn ich gefragt werde, warum passiert dieses und jenes und eins, ist, weil wir nicht in dieser perfekten Welt im Moment leben. Und wichtig zu verstehen, mir war oftmals so, wenn ich mit Gott unterwegs bin und etwas passiert, oder irgendwo etwas nicht so kommt, wie ich mir gebetet habe, dass das sofort eine Korrektur von Gott ist. Das heisst, es läuft nicht so, wenn ich mir vorstelle, irgendetwas passiert, Enttäuschung, und ich habe das Gefühl, okay, Gott will mich in eine andere Richtung prügeln. Das kann sein, dass Gott manchmal Sachen zulässt, dass irgendwo etwas nicht klappt, eine Stelle vielleicht mir nicht bekommen oder was immer, weil er etwas Besseres parat hat. Aber das heisst nicht, dass das immer so ist. Es ist nicht so, dass mit allem, was passiert, Gott uns irgendwo so klepfen und dann so klepfen, dass wir da weggehen. Sondern da passieren Sachen in dieser Welt, wo Gott auch laufen, weil er sich auch gewissermassen ein bisschen aus dieser Welt, obwohl er noch alles im Griff hat zurückgezogen, weil wir Menschen sind, die selber entscheiden können. Und mein Ermutigende, das nicht probieren, überzugeben, ist in einer Welt, die nicht perfekt ist, dass wir gleich standhaft im Glauben sein können. Dass wir gleich auf den Schöpfer schauen können und sagen, ich glaube daran, dass schlussendlich, wenn ich hier auf der Erde, dann bei dir im Himmel alles wird gut sein. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir probieren, irgendwo nur aus der Bibel heraus zu verstehen, warum passieren diese Sachen. Zweitens habe ich aufgeschrieben, Gott ist nicht der Urheber vom Bösen, aber der Helfer mitten im Leid. Es ist nicht so, dass Gott in diesem Himmel oben hockt und denkt, okay, der Mensch, bam, bestrafen ihn mit dem. Der hier hat sein Gebet nicht richtig, wumm, da hier kommt das. Das ist nicht so, dass Gott das Böse wie schickt. Aber wenn wir in die Bibel schauen und auf Jesus sagt, schau vorher, hilft er auch die Enttäuschungen, Verletzungen, vielleicht Sachen, die zerbrochen sind, hilft er uns durchzustehen, bis wir, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwann mehr verstehen. Und das ist das, was wir Menschen vielleicht auch ein bisschen lernen, aushalten, dass es Sachen gibt, die wir nicht unbedingt verstehen und einordnen können. Aber das heisst doch nicht, dass sich Gott aus allem zurückgezogen hat. Das ist für mich oftmals so, in der Beziehung mit Gott probiere ich herauszufinden, was ist mein Job in all dem. Sachen, die ich vielleicht erbeten kann sagen, dass ich wirklich das sehe, dass ich wie der Glaube, dass das passieren kann. Aber es gibt auch Sachen, die wir sollen und dürfen stehen. Wo wir Gottes Wirken sollen stehen, auch selbst dann, wenn wir es nicht verstehen. Und ihr merkt, das ist ein Thema,
ganz ehrlich, was wollen wir sagen zu dem? Vielleicht geht der eine oder andere jetzt eine persönliche Situation durch den Kopf und denkt, ja, wie kann man überhaupt sagen, Gott ist nicht der Urheber vom Bösen, wir sind nicht in der perfekten Welt. Das ist genau das, was ich erlebe. Wo ist denn Gott da überhaupt? Und schau, dort kann ich auch nicht einfach Antwort geben und sagen, das ist die Lösung. Ich habe ein Gefühl, das wir aus der Bibel herausnehmen dürfen, wenn wir an die Bibel glauben, dass Gott schlussendlich einen grösseren Plan hat. Dass er weiter sieht, als wir jemals können sehen oder verstehen auf dieser Welt. Und ich möchte uns ermutigen, wir haben gehört, Jesus hat gerannt mit der Martha und der Maria. Das ist nicht so, dass Jesus denkt, Mensch, wenn verstehst du endlich, dass das auf die Ewigkeit nicht so eine Rolle spielt oder was auch immer, sondern Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt, für können mit uns auch Momente von Trauer und vom Unverständnis irgendwo zu überwinden. Und auch der Frieden, den wir ja lesen, das ist ja etwas, was ich auch vermehrt sage, das ist ein Frieden, der nicht von dieser Welt kommt, sondern Gott verspricht uns einen Frieden, der vom Himmel kommt. Und ich glaube, genau in solchen Situationen ist das auch erlebbar. Dritter Punkt, mir auch ganz wichtig, es ist total in Ordnung, nicht auf alles Antwort zu haben. Und das ist schwierig für meinen Typ. Ich will auf alles antworten. Und wenn man es niemand sagen kann, dann vielleicht noch das Internet oder auch nicht. Nein, natürlich können wir dort auch nicht alles rausziehen. Aber etwas in uns Menschen, wir wollen alles Erklärungen haben. Aber wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel probieren zu verstehen, gibt es Punkte, ich habe das schon vorher gesagt, wo wir einfach stehen müssen. Und da können wir auch nicht irgendwo eine Bibelstelle suchen oder einen Vers nehmen und sagen, das ist die Antwort. Es gibt Sachen, die wir nicht verstehen. Und ich musste lernen, durch Sachen, die passieren im Leben, dass ich nicht auf alles Antwort haben kann. Aber ich probiere im Unterwegssein mit Gott, dass das nicht mein Glaubensbild ist. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Es läuft nicht, Rücken drehen, von Gott weglaufen. Sondern dass wir eben probieren, es läuft nicht, wir verstehen es nicht, aber umso mehr probieren wir es zu Gott zu drehen und probieren, dass er unser Herz wieder füllen kann. Gut, ihr denkt jetzt vielleicht, wow, 3 Punkte. Es ist okay, nicht auf alles Antwort zu haben, kann der da oben sagen, was sowieso nur gut geht und seine Träume in Erfüllung gehen. Wir haben letztes Wochenende in Markthalle eine geniale Zeit erlebt. Der Nick Nielsen ist predigen, ein guter Freund von uns, einer der hoffnungsvollen Menschen und positivsten Menschen, die ich kenne auf der Erde. Der hat sein Bruder vor einiger Zeit, und wir haben wieder über das geredet, hat er müssen gehen. Er hat seinen Bruder verloren. Sein Bruder hat sich selber entschieden, von der Erde zu gehen, das Leben zu nehmen, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Nick sein Buch «Du kannst den Traum leben» nicht herausgegeben hat. Das war 1 oder 2 Monate vorher. Und ich habe mit ihm letzte Woche auch wieder über das geredet. Was macht es mit dem, wenn man ein Buch rausgibt? Du kannst den Traum leben, Gott ist gut, Gott hat einen Plan. Und in genau dieser Zeit geht es seinem Bruder so nicht gut, dass er entscheidet, das Leben nicht mehr weiterzuleben. Nicks Antwort auf das ist, es gibt ganz viele Sachen auf dieser Welt, die ich nicht verstehen kann. Aber das heisst auch nicht, dass ich mich wegen dem wegdrehe von Gott oder dass ich wie nicht Gottes Nähe suche oder dass mein Worship, mein Anbeten gegenüber Gott nicht im gleichen Power soll sein. Ich war vor kurzem bei meinem Grossetti, ein bisschen über 60 Jahre geheiratet, das grosse Heim gegangen und er hat mir oder uns als Familie gesagt, ja, das Leben geht auf und ab, das Leben ist manchmal hügelig. Hat er gesagt. Und je länger ich unterwegs bin, merke ich, er hat so recht. Manchmal geht es rauf, manchmal geht es runter. Wir verstehen Sachen nicht. Ich möchte gleich noch schnell 2, 3 Sachen sagen. Ich hatte einen Kollegen, den ich FIFA gegamet. Wir haben zusammen unser Hobby verfolgt. Ich war um die 20 herum, bin aktiv in die Kirche gegangen. Wir haben immer noch zusammen gegamet, wir haben es gut gehabt. Er hat mich irgendwo, glaube ich, heimgefahren, dann, als ich daheim kam. Wir haben noch lange geredet im Auto. Ich habe ihn noch eingeladen an ein Kirche-Event und gesagt, vielleicht willst du ja mal kommen, das ist schon dort, wo ich mich gefunden habe. Das ist mein Glaube und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Und ich habe dem Tschüss gesagt, wie ich ihm schon manchmal Tschüss gesagt habe. In den nächsten, ich glaube 3 Tage später, oder so, ich kann es nicht mehr genau sagen, bekomme ich die Nachricht, dass er am Unfall verstorben ist.
Was wollen wir denn sagen? Gott ist gut und hat einen Plan. Ich weiss es nicht. Es gibt Sachen, die ich nicht verstehen kann. Mein Gebet ist, dass das Gespräch vielleicht irgendwie noch etwas geholfen hat oder auch, dass ich unterwegs bleiben kann in diesem Vertrauen auf Gott. Ich habe als Junge eine Small Group gegründet. Die Small Group ist, wo wir uns unter der Woche auch treffen können. Ein kleineren Rahmen als hier, wo wir austauschen können, wo wir zusammen beten können. Wir hatten eine Small Group, dort war ein Mann, der hat Mühe gehabt, Herausforderungen, sich selber anzunehmen, wie er ist. Er hat es aber überwunden, ist in die Kirche gekommen, hat gestrahlt, hat mitgeholfen, durfte eigentlich sein Glauben bekennen. Es ist ihm eine Zeit lang gut gegangen. Eines Tages haben wir als Kirche die Nachricht bekommen, dass er entschieden hat. Es war ein schwacher Moment von seinem Hirn, dass sein Leben zu Ende ist. Was wollte ich mit dem sagen? Ich bin auch noch nicht 130 und habe schon Sachen erlebt. Ich kann es nicht verstehen. Aber es ist okay, nicht alles zu verstehen. Das Vertrauen in Gott ist das, was wir in der Bibel lesen, wo wir auch in herausfordernden Momenten so wichtig ist, dass wir es nicht vergessen, und wir uns auch entscheiden dürfen, gegenüber unseren allen Gefühlen, gleichwohl an diesem Gott festzuhalten. 2017 ich bin in einem Krankenauto gehockt. Mein Bruder hat seinen 4-jährigen Sohn verstorben auf den Armen nach einem Autounfall. Letztes Wochenende haben mein Bruder und ich zusammen Gott anbeten. Das Vertrauen ist grösser als das Verständnis. Aber was wollte ich mit dem sagen? Wir müssen nicht auf alles Antwort haben. Das ist das, was ich ermutigen möchte. Stockeln wir nicht über die Sachen, die wir nicht verstehen. In dieser Welt passieren Sachen, die wir nicht einordnen können, die wir uns nicht erklären können. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass es ein guter Gott ist, der es gut meint, selbst dann, wenn wir es nicht verstehen. Wir können es nicht besser beschreiben, als das der Paulus im 1. Korinther macht. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Aber dann werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Und das ist das, was ich mich festhalte, wenn ich es nicht verstehe. Dass Gott einen grösseren Plan hat. Und ich glaube, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir werden verstehen, wie unglaublich gross Gott ist. Dass er so viel weiter sieht, so viel weiter sieht, in jedem Moment, als wir jemals sehen können. Und darum ermutigend hier, möchte ich probieren, gleich auch wie zu sagen, schau, das Leben hier ist eine Reise. Wir gehen einen Weg. Du bist nicht perfekt. Und das ist das Letzte, was ich hier verspreche, wenn mit Gott unterwegs ist, alles perfekt. Perfekte Ehe, perfekte Familie, der perfekte Wohnort, der perfekte Job, alles gut, Gesundheit. Das ist nicht der Ort, wo alles perfekt ist. Wir sind nicht in dieser perfekt vollendeten Welt. Aber was ich möchte ermutigen ist, was wir haben können, ist, wenn wir an Gott festhalten, der Frieden. Der Frieden über Sachen, die wir nicht verstehen. Die Ermutigung. Wir haben so zum Schluss aufgeschrieben, dein Glaube zeigt sich oftmals nicht in den guten Zeiten, sondern dann in dem Innen, wie wir schlussendlich an ihm festhalten, wenn wir Leid erleben. An was halten wir uns fest, wenn Leid passiert? Und das Leid passiert, ist nun mal so in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich möchte ermutigen, gehen wir zu Gott mit dem. Das ist das Beste, was wir machen können. Einfach zu Gott gehen. Und uns offen und ehrlich ausdrücken, was eine Sache ist. Und es ist gerade ein bisschen tough, nach der Markthalle so zu starten. Aber es hat mich auch nicht verwundert, warum so viele die Frage gestellt haben. Weil das ist etwas, was menschlich gesehen schwierig zu verstehen ist. Wir glauben an einen guten Gott, wir beten ihn an und gleich passieren Sachen. Und meine Ermutigung soll sein, trotzdem Gott zu vertrauen. Und zu verstehen, was wird kommen in unserem Glauben, was wird kommen, was wir aus der Bibel lesen und wo wir uns im Moment befinden.